Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Hör mal». Heute gibt es eine Advice-Session, wieder mal. Ich habe schon mal so eine Folge gemacht und es ist mega... Alter, sorry, ich muss gerade einfach lachen, weil ich habe erst gerade jetzt halt alle Sachen ein bisschen durchgeschaut und also nicht ganz alles, aber haben ein paar Sachen rausgescreenshottet, oder? Alter, Leute, man hat einfach alle die gleichen Probleme. Es wird heute sehr viel um zwischenmenschliche Beziehungen gehen. Das kann ich euch schon mal sagen, weil keiner hat einen Plan anscheinend und alle sind am Overthinken, so wie nie. Und ich habe gedacht, ich bin die Einzige, die so ist, aber es ist ja nie so. Also, hol dir einen Tee, einen Kaffee, was auch immer, gang spazieren, mach deine Kopfhörer rein, kuschel dich, was auch immer. Für viele bin ich auch ein gute Nachtgeschichtli, was ich echt offensiv finde. Aber schon okay, wenn ihr zu «Hör mal» schlaft, das ist schon gut. Schon gut, ich fühle mich sonst schon unworthy. Schon gut. Genau, es wird spannend. Und ich weiss auch nicht, inwiefern ich eure Probleme anpacken kann, aber ich gebe mir ganz viel Mühe. Live-Update. Ich habe ja angefangen, so einen Adventskalender zu machen auf TikTok, Insta, wo auch immer man überall die kurzen Videos postet, oder? Und habe mir vorgenommen, jeden Tag etwas Neues zu machen und das auch zu filmen und zu posten. Und ich finde es echt, also es ist echt anstrengend, weil Weihnachtszeit ist für mich eigentlich sowieso ein bisschen eine kritische Zeit, weil es mich einfach daran erinnert, dass ich halt nicht jemand bin, der Friede, Freude, Eierkuchen, geile, tolle Familienzeit hat und so. Und ich schätze alles, was ich habe, aber gleich, keine Ahnung, es wird dann so in die Fresse gesteckt. Oder so, haha, du hast es nicht. So kommt es mir halt vor. Auch wenn ich weiss, so ist es nicht. Und irgendwie ist es jetzt schwieriger, jeden Tag ein Video zu machen, als ich gedacht habe. Gestern bin ich dann so auf dem Sofa gesessen und habe gedacht, oh mein Gott, stopp, es ist doch Ballett-Season. Irgendwie. Und nachher bin ich googeln und so und jetzt gehen wir heute Schwanensee schauen. Also freue ich mich extrem auf das. Ich zwinge meine Mutter mit mir zu kommen. Obwohl, man muss sie nicht zwingen, sie hat auch gerne Ballett. Falls ihr das irgendwie verpasst habt, ich war als Kind eine Ballett-Queen und hatte das Gefühl, ich werde prima Ballerina. Die erste Person schreibt: Es haben gefühlt alle in meinem Umfeld schon Beziehungen und ich hatte noch nicht mal meinen ersten Kuss mit 19. Und es gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass mich niemand will oder ich nicht gut genug bin für jemanden. Hast du Tipps, wie man sich ein anderes Mindset dazusetzen kann und wie man damit umgehen kann? Also, als allererstes, ich bin obviously, also ich weiss nicht, ob obviously, aber ich bin so ein bisschen das Gegenteil von dem und ich bewundere euch alle im Fall. Weil ich wünsche mir immer wieder, dass ich nicht mit 13 oder 14 oder wenn auch immer das Bedürfnis hatte, so, oh, jetzt muss ich einen Freund haben, hihi. Weil es ist nie gut gegangen und man ist so dumm in diesem Alter. Und ihr habt halt wenigstens so die normale Lebensreife mittlerweile und könnt safe viel bessere Entscheidungen treffen. Und ich glaube, ich habe schon mal auf Insta in einem Q&A über das geredet, dass jemand genau das Gleiche gefragt hat. Also die Frage kommt wirklich mega oft. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen. Mega viele Leute machen sich diese Gedanken und es sieht immer anders aus. Also jemand fragt das vielleicht schon mit 15. Hey, mit 15, ich habe meinen ersten Kuss noch nicht gehabt. Dann schreibt mir jemand, der 25 ist, hey, ist das irgendwie komisch, dass ich noch nie 5 Jahre in einer Beziehung sind, alle anderen sind irgendwie am heiraten. So, alle Leute von jeder Altersgruppe mit anderen Problemen schreiben mir und sind so, fuck, Alter, ich fühle mich nicht normal. Und ich glaube, dass man wenigstens das schon weiss, dass mir ganz viele 19-Jährige schreiben oder ganz viele 20-Jährige oder noch älter und fragen, ist das normal? Obviously ist es normal, weil ganz viele Leute schreiben mir das. Du bist nicht allein mit dem. Mega viele Leute, es sind genau die gleiche Situation und vielleicht lügen die Leute einfach drüber oder niemand redet halt offen darüber, so, hey, ich habe im Fall noch nie einen Kuss gehabt oder so. Und es ist ja eigentlich ganz normal und es geht auch niemand anders etwas an. Also, wenn irgendjemand dich judgt für das, Bro, what the fuck? Also, weißt du judgest die Person auch nicht, weil du gar nichts über die Person weißt. So, vielleicht küsst die Person Scheiße, aber hat dafür schon 60 Mal geküsst. Was bringt der Person das, wenn sie Scheiße küsst? Wenn alle nachher sagen, oh mein Gott, was ist das gewesen? Weißt du, was ich meine? So, niemand juckt's. Niemand außer dich selber. Und das ist so, du gibst dir selber das Gefühl und du musst herausfinden, von wo das kommt. Eben, du fühlst dich, als wärst du nicht gut genug. Und vielleicht ist es auch, also wenn du jetzt zum Beispiel, es haben mir auch ein paar Leute geschrieben, ja, ich will unbedingt eine Freundin oder einen Freund, aber irgendwie kriege ich es nicht an und so. Ich finde, das ist einfach voll der falsche Approach, weil wenn du etwas hinterher säckelst, dann säckelt es weiter. Ich will keinen Typ, der
so ist, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt eine Freundin, oh mein Gott, kannst du bitte meine Freundin sein, weil ich habe noch nie eine Freundin gehabt. Weißt du, was ich meine? Und ich sage nicht, dass du jetzt die Person, die mir das genau geschrieben hat, so ist, sondern einfach das Mindset von, man ist nicht gut genug und niemand will mich und ich muss irgendwie hure hart darum kämpfen, dass irgendjemand mir überhaupt Aufmerksamkeit geben wird und so. Das ist irgendwie so ein Teufelskreis, weil ja, die Leute, die darum betteln, müssen actually darum betteln, weil man will gar nichts mit so Menschen zu tun haben, irgendwie, weil es fühlt sich so, man ist so unter Druck gesetzt, weil du dich selber wahrscheinlich unter Druck setzt. Weißt du, was ich meine? Also ist alles jetzt hure chaotisch erklärt, aber mein Punkt ist, alle fühlen sich so mit irgendetwas. Ich könnte mich auch so fühlen in gewissen Bereiche, wo einfach so sind, zum Beispiel, ja, ich habe es noch nie anbekommen, dass etwas mega lange richtig gut funktioniert hat. Ist jetzt etwas falsch mit mir? Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber ihr würdet mir alle antworten, nein, das ist ja ganz normal, dass man nicht von Anfang an alles perfekt macht. Und auf jeden Fall mein Punkt, ihr seid eigentlich voll im Vorteil, ihr, die euch länger Zeit lasst und einfach so ein bisschen das Leben chillt, weil erstens, das Leben ist so viel einfacher, wenn man nicht eine Beziehung hat. Das sage ich euch sowas von. Vor allem, wenn man gerade noch ein bisschen jünger ist. Man hat so viele andere Sachen, wo man sich darauf achten muss und wo man Zeit dafür verschwenden kann. Und eine Beziehung braucht halt auch sehr viel Zeit. Und vor allem ist man so unfokussiert, sobald man so frisch in einer Beziehung ist und so. Und lässt einfach alles andere so ein bisschen schweifen. Also auf jeden Fall die meisten Leute, die ich kenne. Und gerade in diesen Phasen, wo man so 17, 18, 19 ist es eigentlich noch geil, wenn man einfach sich auf die Schule oder Arbeiten oder was auch immer seine Ziele fokussieren kann. Aber nein, eben, ihr seid fucking im Vorteil. Ihr könnt so gut überlegen, ist das jemand, den ich will? Und ich glaube, auch darum geht es vielleicht schlussendlich auch länger. Wir, die früher einfach mit irgendjemandem zusammengekommen sind, weil du hast nicht überlegt. Du bist einfach so gewesen, wir haben mich jetzt gerade gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Ja, safe. Und du hast nicht mal gewusst, was seine Lieblingsfarbe ist oder Lieblingsessen oder ob er eigentlich Geschwister hat. Weißt du, was ich meine? Es war so unüberlegt gewesen. Und je älter man wird, desto mehr überlegt man sich, desto kleiner wird aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass es matcht und man mit jemandem zusammenkommt. Aber das heisst nicht, dass du das Problem bist. Das heisst einfach, dass sehr wenig Menschen im Leben eigentlich zu einem passen, wenn man es sich wirklich genau überlegt. Und das habe ich erst ungefähr dieses Jahr gecheckt, ohne Scheiß, dass ich mir mal ein bisschen achten muss, wer ich überhaupt in mein Leben lasse und mit wem ich Zeit verbringen will. Und alle die Leute, mit denen ich zusammen war vor dem, Leute, ich wäre nie im Leben mit denen zusammengekommen. Ich schäme mich für diese Leute. Ich finde es peinlich, wie die sich benehmen, wer die sind. Und ich habe mich sogar während der Beziehungen mit diesen Leuten geschämt. Und das wird euch einfach fucking nicht passieren. Also seid mal ein bisschen stolz drauf. Und auch so ein bisschen, ich weiss, es ist ein bisschen kritisch, um das so auszusprechen, aber ich finde auch, ihr könnt logisch stolz drauf sein, dass halt niemand, also weißt, dass ihr nicht so sind, dass ihr alle an euch anlasst. Das heisst nicht, dass ich alle an mich anlasse oder jemand, wo, also weißt, das soll jetzt nicht heißen, oh mein Gott, fuck hoes, haha, fickt euch, ihr sind alle Schlampen. Nein, überhaupt nicht. Aber trotzdem sind ihr sehr exklusiv. Wisst ihr, was ich meine? So, du bist eigentlich so ein kleines Luxusgut, wo niemand kann behaupten, ja, weißt du, mit der Emily hatte ich schon mal etwas gehabt, oder mit der Daria. Und, das ist ein Pluspunkt. Das kann der Riz verteilen. Ihr müsst nur wissen, wie ihr euch selber vermarktet. Und ich habe das Gefühl, das ist eben das Problem. Weil ihr so insecure sind wegen dem, dann attractet ihr auch nicht wirklich so Leute, weil man wie ich weiss nicht, ich habe keine Lust, mit einem Typ zu schreiben, der so ist, ja, weisst du, niemand will mich oder so. Aber ein Typ, der mir würde sagen, ja, für mich ist es irgendwie ist nie eine so die Richtung gewesen und darum habe ich mich nicht darauf eingeladen, weil ich will eigentlich nur etwas Richtiges und Ernstes eingehen und das habe ich bis jetzt nicht gefunden. Dann bin ich instant so, oh mein Gott, fuck, wird ich vielleicht, bin ich die Richtige oder findet er mich nachher auch scheiße, wenn er bis jetzt jede in seinem Leben scheiße gefunden hat. Wisst ihr, was ich meine? So, es ist genau das Gleiche, aber einfach anders kommuniziert. Und das Ding ist, am Anfang ist halt viel von so Dating und Zusammenkommen, auch wenn es nachher nicht mehr so ist und auch wenn es nachher einfach so ehrlich und offen ist. Am Anfang hat alles mit Risk zu tun. Und es ist nicht, dass du hingehst und im ersten Moment sagst, so, also sorry, ich habe noch nie eine Beziehung gehabt und ich fühle mich mega unwohl damit, aber vielleicht können sie zwischen uns zwei klappen. Auch wenn das ist, wo du ehrlich würdest sagen, Leute, Dating ist einfach nicht so ehrlich von Anfang an, auch wenn ich es gerne hätte. Und ja, ich hoffe, das hat irgendwie etwas gebracht. Auf jeden Fall Fazit, ganz viele Leute schreiben mir das und die sind alle ganz normal und ich bewundere euch.
Gut, weiter. Eine gute Kollegin bringt immer den Freund mit. Es ist so, dass wir eine grosse Freundesgruppe sind, wo ein Paar einen Partner haben und andere nicht. Manchmal gehen wir alle zusammen etwas trinken und alle bringen den Anhang mit und andere Mal sind es nur die Girls untereinander. Seit neuestem hat aber die eine Kollegin einen Freund und bringt ihn immer mit, ohne es vorher zu sagen oder zu fragen. Und mittlerweile sehe ich sie gar nie mehr ohne ihren Freund. Wie kann man das ansprechen, ohne sie zu verletzen oder ihr das Gefühl zu geben, dass wir ihren Freund nicht gerne haben? Er ist great, er muss nur einfach nicht immer dabei sein. Das ist so schwierig, Leute, das ist so schwierig. Und ich erzähle jetzt einfach mal aus allwissender Perspektive, was aber nicht bedeutet, dass ich das selber anbekommen würde. Weil one thing about me, ich kann meine Kolleginnen nicht auf Probleme ansprechen. Entweder sie checken es einfach, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr auf sie habe, oder es ist nicht so schlimm, dass ich eigentlich gar nichts zeigen muss und einfach mir so ein bisschen denke, oh mein Gott, du dumme Sau, wieso checkst du es nicht? Ich kann das nicht. Aber rein theoretisch glaube ich, dass deine Kollegin das auch schon checkt. Du kannst mir nicht sagen, dass jemand so dumm ist oder so blind, dass man nicht weiss, okay, vielleicht finden sie es jetzt eigentlich ein bisschen blöd, dass er immer dabei ist und so. Kennen ihr das nicht? Wenn ihr zu viel Mal den Freund dabei habt und ihr denkt so, oh mein Gott, hassen sie mich jetzt alle? Obwohl niemand etwas gesagt hat. Also, du merkst schon langsam so, fuck, jetzt müsste ich glaube wieder mal allein auftauchen. Und das hat doch die Person fix auch. Und darum, glaube ich, muss man es auch ein bisschen sensibel angehen, weil vielleicht ist es schon so ein bisschen eine Insecurity oder so. Aber was wir, also ja, ich check auch nicht, wieso sie es dann immer wieder machen würden, aber vielleicht kommt es auch ein bisschen vom Freund aus oder vielleicht, keine Ahnung, sucht sie, weißt, keine Ahnung, es gibt doch Leute, die haben halt gar keine Zeit und nachher, wenn sie schon etwas mit euch macht, dann wird sie wie auch nicht Zeit mit ihrem Freund verlieren. Ich würde vielleicht mal einfach fragen, also so ganz geschissen dumm fragen, so, hey, überhaupt nicht böse gemeint, wir haben ihn mega gern, aber wieso nimmst du ihn eigentlich immer mit? Also, hat es irgendeinen Grund? Oder ist es dir einfach gar nicht aufgefallen? Weil für uns ist halt so ein bisschen, als würdest du nicht mehr mit uns allein chillen. Du kannst es vielleicht so formulieren, dass es so darauf bezogen ist, dass ihr euch eigentlich mega freut, wenn ihr sie mal allein seht. Und nicht, dass sie sich so fühlt, als wäre sie eine dumme Sau, weil dann wird sie eh nie mehr allein auftauchen. Weißt du, was ich meine? So, hey, wir schätzen eigentlich die Zeit mega mit dir allein. Und wir haben mega gerne so die Girls-Gruppe und es ist auch mega cool, wenn amigs die Freunde dabei sind und so, aber amigs fühlen wir es einfach so nur unter uns Mädchen sein und vielleicht können wir das ja wieder mal machen, was meinst du? Weißt du, so auch mal vorschlagen, dass sie einfach so Ja sagen muss und einfach allein auftauchen muss. Und wenn sie dann noch den Freund mitbringt, Alter, dann ist irgendetwas los. Aber dann juckt sie halt auch nicht, weißt du? Ich glaube, so der erste Step, egal was, in so einer freundschaftlichen, komischen, awkward Situation, wo man eigentlich am liebsten nichts würde sagen, aber irgendwie gleich etwas ansprechen, ist zum halt einfach mal herausfinden, was ist das Problem, was ist der Grund und nachher auch einladend sein. Also wenn mich jemand ansprechen würde und einfach sagen würde, hey, komm doch nächstes Mal allein, Alter, wir machen wieder Girls Night. Also, dann wäre ich so, oh mein Gott, sie wollen eine Girls Night mit mir haben, sie haben mich gern. Aber sobald man halt das Gefühl bekommt, dass irgendwie so irgendein Hass oder so dazwischen ist, dann tut man sich ja nur noch mehr distanzieren. Und dann passiert es mega schnell, wenn du einen Freund hast, dass du denkst, ja, die brauche ich eh nicht, dann chill ich halt nur noch mit meinem Freund, dann mache ich halt nur noch das, weil die anderen fuckt es eh ab und das brauche ich gar nicht. Und nachher, wenn du wieder keinen Freund hast, dann bist du ein bisschen am Arsch. Hört auf, macht immer noch etwas mit euren Kollegen und Kolleginnen, wenn ihr in einer Beziehung sind. Lifehack von der Emma, weil das ist gut. Gut. Ich komme im Sommer aus der Schule. Sorry, ich muss das hat halt viel mehr Kollegen als ich. Und sie ist wie die einzige Person, die ich als Freundin beschreiben würde. Im Großen und Ganzen habe ich einfach Angst davor, vorzuschauen. Und ich weiss nicht, wie ich mit dem so umgehe. Also erstens, ich mache mich nicht über die lustig. Ich finde es einfach sehr amüsant, probiere das anständig vorzulesen. Wieso schreibt ihr... Also weißt, ich weiss schon, alle haben einen Dialekt und so, aber könnt ihr nicht ein bisschen das universalisieren, dass ich es auch anständig lesen kann? Das ist wirklich schwierig. Naja, auf jeden Fall. Erstens,
Wie weißt du, dass Gymi für dich das Falsche ist? Du hast ja anscheinend wirklich keine Lehre, die du cool findest und sonst nichts, was du irgendwie quasi lieber machen würdest. Also das ist nicht das, was ich rausgehört, dass du denkst, eigentlich würde ich lieber das und das machen, aber ich mache jetzt einfach das Gymi, um irgendjemanden zufriedenstellen. Also so ist es ja nicht. Und von dem her denke ich eigentlich, das Gymi ist gar nicht so eine schlechte Idee für dich. Ich weiss, man denkt sich immer so, wow, das ist eh nicht für mich, ich will eh nicht studieren und ich kann das eh nicht und ich will eh nicht lernen und ich habe eh keinen Bock mehr auf die Schule und so, aber das Gymi ist halt einfach eine safe choice. Also weißt, du kannst nachher immer noch alles machen, du wirst aber vor dem Gymi hätte ich auch, darum habe ich auch das Gymi gemacht, weil ich habe auch nicht gewusst, was machen und ich habe auch nicht gewusst, ob das Gymi jetzt voll das ist, aber ich habe einfach keine Lehre gefunden, die mir gefallen hat. Und keine Ahnung, ich finde, das ist eigentlich voll gut. Also weißt du, so, go on, mach das gut und nachher kannst du weiter schauen, aber mit deiner Kollegin ist die, also Leute müssen mir immer ein bisschen Kontext geben. Kommt sie nicht mit ins Gymi oder eben schon oder ich check's nicht, aber ich glaube, wenn du die Augen ein bisschen öffnest, dann hast du immer mehr als jemanden, wo du so als einzige Kollegin würdest beschreiben. Man vergisst es einfach amigs und man klammert sich so an eine Person oder zwei Personen und denkt sich so, oh mein Gott, wenn die weg sind, dann habe ich einfach niemand mehr. Aber es gibt so viele Leute, wo man vielleicht auch eben für diese Personen vernachlässigt oder einfach den Kontakt verloren hat oder sich so denkt, keine Ahnung, oh, meine Kindheitsbestkollegin, Alter, eigentlich vermisse ich das, aber es wäre sicher komisch und so. Wo man sich dann einfach so nicht meldet, weil man irgendwie ja, halt etwas Einfacheres gerade hat und so. Aber auch wenn du mit ihr irgendwann nicht mehr befreundet wärst, was übrigens eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, weil man mit den wenigsten Leuten einfach das Leben lang befreundet bleibt, du wirst andere Leute haben. Also weißt, du gehst ja dann auch ins Gym, du lernst auch neue Leute kennen, du bist jeden Tag mit anderen neuen Leuten, außer sie ist halt auch in der Klasse, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Und ihre ganzen Kollegen, das sind ja irgendwo, also ich meine, sie nimmt die ja hoffentlich auch irgendwo amigs mit oder so. Das sind ja auch auf eine Art deine Friends, wenn sie eine gute Kollegin von dir ist. Und nur weil sie andere Friends hat, heisst das ja nicht, dass du irgendwie weniger bedeutest oder keine Ahnung. Nur weil sie quasi mehr Auswahl hat, bist du immer noch in ihrer Auswahl. Weißt du, was ich meine? Und wenn die das aber mega unruhig macht und du dir wirklich viel Sorgen zu dem Thema machst, dann gib dir doch mal wirklich for real so Mühe, so aktiv einen Effort betreiben, um Leute kennenzulernen. Einfach für dich selber, nicht weil ich sage, Bro, ihr müsst mega viele Kollegen haben. Ihr wisst, was meine Meinung zu dem ist. Einfach 2 Kollegen und das reicht. Aber wenn es dich unwohl macht, dann kannst du auch etwas dagegen machen. Wenn du das Gefühl hast, es gibt dir mehr Ruhe im Kopf und in deiner Freundschaft und was auch immer, zum Wissen, ja, ich habe auch noch andere Leute, die ich eigentlich gerne habe und die für mich da wären, wenn etwas wäre, dann such dir diese Leute. Und wir alle haben die noch nicht gefunden. Es ist nicht, als hätte jeder Mensch eine riesige Friendgroup und so sind wirklich die wenigsten. Die meisten Leute tun einfach nur so und am Schluss, wenn es ihnen scheiße geht, ist es genau gar nicht mehr für sie da. Also vergessen das nicht. Aber ja, wirklich. Ich hatte auch schon so Freundschaften gehabt, wo ich gedacht habe, so, oh mein Gott, wenn ich sie nicht mehr habe, dann habe ich einfach niemand mehr und so. Aber es geht immer auf, schlussendlich. Und du willst ja auch nicht mit deiner Kollegin befreundet sein, wenn sie jetzt würde sagen, ja, ich habe jetzt 50 andere bessere Kolleginnen, du bist nicht mehr wert. So, dann wäre es eh keine gute Kollegin. Aber so ist sie ja hoffentlich nicht. Tun wir uns das mal nicht vorstellen. Gut, nächste Person sagt, er hat sich mit einer alten Kollegin wieder angefreundet und sie hat auch einen Freund, aber ich traue ihr nicht so ganz. Ja, kann ich verstehen. Weil ich finde es halt immer so ein bisschen kritisch, so, wieso, wenn du schon zusammen bist, wenn du schon zusammen bist, wie kommt das, dass sich das wieder so aufdingt? Es ist nicht, als wäre es so kontinuierlich von Anfang an, wo man sich kennengelernt hat, sind die gut befreundet gewesen und du bist halt dazugekommen und dann bleiben sie halt obviously befreundet, sondern so, wie ist es entstanden? Das würde mich wundern, weil das ist ausschlaggebend. Wieder, ich habe zu wenig Kontext. Ihr müsst immer auch daran denken, dass ich keine Ahnung habe, wie eure Situation for real aussieht, wenn ihr mir so einen Satz schreibt. Aber ich finde es sass, wenn du nicht weißt, wie das Ganze passiert ist und wieso und so. Und ich finde es immer wenigstens beruhigend, eben, wenn die andere Person auch in einer Beziehung ist und so. Aber trotzdem, so, ist es nötig? Keine Ahnung. Wie häufig ist es? Ich meine, wenn es so einmal in der Woche ist, so, hey, weißt du noch, früher dort halt gerade den und den noch mal gesehen. Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Interaktionen. Aber wenn du sagst, angefreundet, ja, ich weiß halt nicht. Alter, meine Definitionen sind ein bisschen deeper als
ich habe immer das Gefühl, so angefreundet, oh mein Gott, dann schreiben sie so jeden Tag 50 Mal, keine Ahnung. Aber weißt du, es gibt ja verschiedene Ebenen und ich habe auch zum Beispiel männliche Kollegen von früher, von meiner Primar oder so, wo ich ab und zu einfach mal schreibe, weil mir gerade etwas in den Sinn kommt oder ich irgendwo jemanden sehe oder irgendein Foto von Snapchat, so ein Flashback, dann schickt mir das einfach kurz und nachher ist aber das Gespräch schon wieder fertig, weil beide haben keinen Bock zum Engagen, sondern es ist einfach so, ja, wir sind nicht mehr beste Kollegen. So, man kennt einander noch, oder man fragt einmal im Jahr, hey, wie geht's eigentlich, was läuft so? Aber das heisst ja auch nicht, dass ich auf diese Typen stand oder so. Du musst immer, stell dir mal vor, so, wie wärst du in diesem ganzen Verhältnis, weil du weißt ja alle Infos, hoffentlich. Und achte auch darauf, ob dein Freund irgendwie so mega defensiv wird, wenn du so fragst. Weil ich finde, es ist voll valid, wenn du Fragen hast und ihm sagst, hey, irgendwie macht mich das voll unsicher, kannst du mir vielleicht mal kurz das und das zeigen? Oder kannst du mir mal erklären, wie ist das genau gewesen? Und was haben die früher gemacht? Oder können wir etwas zu vierten machen mal, vielleicht mit ihrem Freund auch und so. Einfach, dass es dir auch wohler wird. Und wenn er dann so nichts beantworten wird und so hure hässig wird und so, dann ist er ein bisschen sass. Und wenn er einfach normal erzählt, dann glaube ich, juckt es ihn halt auch nicht. Die überlegen sich halt oft auch nicht so viel, und checken gar nicht, dass es uns stört, wenn wir es nicht sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob du es ihm gesagt hast. Aber ja, sag es ihm auf jeden Fall mal, dass du so ein bisschen so, wieso, was läuft? Und die Reaktion ist wichtiger als alles andere. Und ich finde auch, wenn du jetzt wirklich ausdrücklich irgendwann das richtig scheiße findest, weil du auch merkst, irgendetwas ist komisch und vielleicht meint es einer von beiden einfach, also hoffentlich nicht er, wenn dann sie wahrscheinlich, ja, wenn sie dann irgendwie andere Vibes bekommen, so, wenn du dann sagst, ey, bitte hör auf mit dem, dann muss er auch einfach wirklich können aufhören, weil du bist immer noch seine Freundin. Das ist meine Meinung. Ich weiss auch, das ist auch ein bisschen kontrovers, aber sorry, Leute. Gut, nächste Person sagt, ich habe eine Freundin, die viel schlecht über andere redet, aber alle, auch die sie schlecht darüber reden, sind mit ihr befreundet und ich weiss nicht, was ich machen soll, weil ich fühle mich immer schlecht, wenn ich mit ihr zusammen bin. Ich würde sagen, sei nicht mit dieser Person befreundet. Ganz ehrlich, weil das ist genau so eine Kollegin, die ich euch immer davon erzähle, in jeder geschissenen Folge. Und es schießt mich auch an, dass ich immer von ihr erzählen muss, aber es ist halt das Prime-Beispiel. Sie war genau so gewesen. Und was ich euch sagen kann, ist, jemand, der mit allen befreundet ist mit niemandem befreundet. Weil wenn du mit jedem befreundet bist, wo du auch Scheiß darüber redest, dann zeigt dir das ja auch, dass sie auch über die Scheiß redet. Wenn sie über alle Leute, die sie gerne hat, Scheiß reden kann. Dann bist du nichts Spezielles, dann sind die alle nichts Spezielles, dann ist die Person einfach unglücklich und insecure und braucht einfach irgendeine scheiß Beschäftigung, weil sie wahrscheinlich kein Hobby hat. Und mit so jemandem hast du es nicht nötig, befreundet zu sein, dann bist du lieber ganz allein. Und ich weiss, es ist schwierig, weil die Person eben auch mit allen Leuten befreundet ist und du irgendwie das Gefühl hast, ja, alle anderen wären dann gegen dich und so, aber du musst die ja gar nicht, also weißt, du musst auch nicht sagen, es ist so, stopp, wir sind nicht mehr befreundet. Du kannst dich auch einfach ein bisschen distanzieren und nichts mehr von dir erzählen, so Privates, Persönliches und einfach so quasi «Hoi, tschüss» mäßig. Aber ich würde dir wirklich, das ist das Einzige, wo ich sage, hört auf mit so Leuten befreundet zu sein, ihr habt es nicht nötig. Wieso sind ihr mit Leuten befreundet, die Scheiße reden? Und eben, das ist genau der Punkt. Wenn man sich jedes Mal scheiße fühlt, nachdem man mit jemandem gechillt hat, dann wieso macht... Also weißt du, das ist wie wenn man jeden Tag in McDonald's geht und jeden Abend dann wieder sagt, oh mein Gott, bah, ich fühle mich so scheiße, wieso habe ich heute nur so Scheiß gegessen? Und dann gehst du am nächsten Tag wieder in McDonald's. Und dann fühlst du dich wieder scheiße. Und dann würde jeder von außen sagen, oh mein Gott, bist du dumm. Du tust dir das selber an. Und ich sage nicht, dass Leute dumm sind, die das nicht checken, aber ich will euch einfach ermutigen, zum Aufhören mit Leuten zusammen sein oder eben Zeit verbringen, die euch schlecht fühlen lassen. Weil es gibt genug andere Sachen, die man nicht beeinflussen kann, die einem schlecht fühlen lassen. Und dann musst du nicht nur die Sachen, die du eigentlich freiwillig aussuchen kannst, die so beeinflussen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Lasst die schlechten Gefühle für Sachen, die ihr gar nicht verhindern könnt. Und sucht euch Menschen, mit denen ihr euch gut fühlt, jedes Mal, wenn ihr mit ihnen Zeit verbracht habt. Und so Menschen gibt es, komischerweise sogar. Gut. Die nächste Person sagt, ich brauche Advice bezüglich meiner Beziehung. Wir sind jetzt 1 Jahr zusammen, aber irgendwie merke ich, wie er mich immer mehr aufregt. Und das eigentlich ohne richtigen Grund. Ist es einfach eine Phase, dass mich alles so aufregt, oder meinst du, dass ich nicht mehr so in Love bin? Was mich mega mitnehmen würde, weil es eigentlich eine perfekte Beziehung ist und ich rational ja weiss, dass er nicht das Problem ist, sondern ich. Ich kann auch zum Beispiel in öffentlichen Situationen nicht intim sein mit ihm, meine jetzt küssen und so, weil mich irgendetwas zurückhaltet. Diesbezüglich habe ich mich gefragt, ob das an mir liegt und ich das einfach irgendwie nicht zulassen kann, wieso auch immer, oder ob ich mich für ihn eine Art schäme, ohne es zu merken, was ich aber ein bisschen doof fände. Ja, das verstehe ich, dass du es doof fändest. Ich habe auch schon Quizzes im Internet gemacht, ich weiss es aber nicht, und die haben gesagt, dass ich abwarten soll. Das Schlimmste ist auch, dass ich, wenn ich daran denke, wie es wäre, nicht mit ihm zusammen zu sein, glaube vor allem die Attention
die Attention und seine Familie würde vermissen. Also ich natürlich auch. Aber wie gesagt, momentan geht er mir recht auf den Sack. Ich hoffe, kannst du mir ein bisschen weiterhelfen. Und I know, es war gerade ein bisschen kompliziert gewesen. Okay, also. Ich habe auch schon so eine Situation gehabt. Also mehrere eigentlich. Und ich weiss nie richtig, was das Richtige gewesen wäre zu machen. Was ich weiss, ist, dass eigentlich spürst du mit dem Bauchgefühl immer, was gerade läuft. Voll okay. Also ich habe das auch überhaupt nicht gern und ich fühle mich immer so richtig so, Alter, what the fuck, was machen wir da? Ich will das nicht. Und dann gibt es Leute, die sich mega wohlfühlen und das irgendwie mega gern machen und irgendwie gerne den Leuten sagen so, I'm in love, hihi, und das ist auch voll okay. Aber ich glaube nicht, dass das, also keine Ahnung, also ich habe auf jeden Fall noch nie, das hat sich bei mir noch nie plötzlich geändert, nur weil ich jetzt einen besseren Typ hatte, sondern ich fühle mich einfach unwohl, wenn mir jemand zuschaut. So. Das ist, glaube ich, einfach mehr so ein bisschen so schüch sein oder dass auch irgendwie nicht Leute unter die Nase reiben wollen oder so. Aber einfach grundsätzlich so, dass erregt die ganze Zeit, das kann natürlich auch eine Phase. Stehst und wenn du ins Bett gehst, so, ja, zum Glück kann ich ihn. Oder freust dich, zum mit ihm abmachen. Oder, vielleicht könnten wir etwas planen. Oder hast du das auch gar nicht mehr? Weil dann, glaube ich, ist es auch einfach, dass du die Person nicht so gerne hast. Und es ist voll okay, dass man das irgendwann merkt. So, ups, vielleicht habe ich ihn trotzdem nicht so gerne. Das ist blöd und es ist scheiße und es macht weh. Auch dir, wenn du dann Schluss machen würdest oder so. Schluss machen ist scheiße. Aber lieber macht man das, als dass man sich zwingt, weiterhin zusammenzuziehen und die andere Person noch mehr verletzt, weil er fühlt sich wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich denkt er, es ist alles gut und er macht super und so. Und er hat ja eigentlich auch jemanden verdient, der sich mega freut, um ihn zu sehen oder wo ihn nicht die ganze Zeit mega nervig findet. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob man das checkt, was ich meine, aber ich will auch nicht zu viel sagen, so, ja, jetzt machst du sofort Schluss, weil eben, ich kenne ja die Situation wieder auch nicht ganz. Aber einfach grundsätzlich so hört auf euer Bauchgefühl. Aus irgendeinem Grund habt ihr es. Und wenn es nicht einfach nur so anxiety-mäßig ist, so, ich glaube, er geht mir fremd, aber du hast keinen Beweis und nie ist etwas passiert, logisch musst du dem dann nicht so viel Glaubwürdigkeit schenken. Aber wenn du dich einfach konstant so ein bisschen unwohl fühlst oder auch fast ein schlechtes Gewissen hast, so, was mache ich da und er und dann probierst du dir selber wahrscheinlich gerade etwas mitzuteilen. Und eben genau, wenn man die Attention eigentlich sich daran gewöhnt hat. Und es ist ja schön, jemanden zu haben, der 24/7 für dich da ist. Und auch die Familie, vor allem wenn man es selber nicht hat. Das war immer so ein bisschen mein Ding gewesen. Ich habe immer gerne mit der Familie von meinen Freunden etwas unternommen, weil es für mich so war, als hätte ich das dann auch. Und ich habe dann so gesehen, so wäre es eigentlich. Und ich habe dann immer so, das war für mich wie so eine Learning Experience gewesen. So, okay, also so könnte es aussehen und die machen das so und das heisst, es könnte funktionieren, dass man lang mit jemandem zusammen ist, ohne sich scheiden und ohne Scheiß machen und so. Und das habe ich immer mega gerne gehabt. Und darum kann ich das 100% nachvollziehen, dass man sich so bindet an die Familiensituation und so. Aber die meisten Leute, die du treffen wirst, nachdem haben auch eine Familie und du kannst irgendwann deine eigene Familie machen und es ist gar nicht so schlimm. Und vor allem, oftmals sind Leute auch weiterhin befreundet mit der Familie vom Ex. Irgendwie, habe ich gehört. Ich jetzt nicht, aber ich kenne ganz viele Leute, die noch so zum Geburtstag gratuliert bekommen von denen und sich so treffen, so, wie geht's und so. Personally, das wäre mein scheiß Albtraum. Wenn mein jetziger Freund, wenn seine Mutter so mega Kontakt hat zu allen Exes und so voll Freude hat an denen, dann würde ich mich einfach scheiße finden. Aber das ist ein anderes Thema.
ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Die nächste Person sagt, meine Kollegin hat mir letztens erzählt, dass sie eine schwere Depression hat. Sie ist seit längerem beim Therapeut, aber ich habe irgendwie trotzdem Mühe damit umzugehen, weil es mich eher fest belastet und ich will halt jetzt gerade eine gute Kollegin für sie sein. Wie lerne ich damit umzugehen? Das ist etwas, wo ich wirklich etwas vom Allerschwierigsten finde, weil ich bin auch so jemand, der immer helfen will und wenn mir dann mal auffällt, ui, dieser Person geht es nicht gut, dann habe ich sofort das Gefühl, es ist meine Verantwortung, irgendwie etwas an dem zu ändern und oh, jetzt mache ich ganz viel und so. Aber die traurige Realität ist, dass du nicht mega viel kannst ändern. Logisch kannst du da sein für die Person, dass sie sich weniger allein fühlt, aber eine Depression, eine diagnostizierte Depression ist ja nicht mehr einfach nur traurig sein oder sich einsam fühlen, sondern es ist ganz viel, wo zusammenspielt und wo auch hormonell halt etwas ist, oder? Und die Person wird nie einfach geheilt sein, nur wegen dem, was wir probieren zu machen. Und das heisst nicht, man sollte sich von diesen Leuten distanzieren oder ja, probier es gar nicht erst oder so. Aber es ist mega gefährlich, dass man dann in das Ding reinrutscht, wo man dann selber auch irgendwie ein Problem bekommt, weil man merkt, Alter, nichts, was ich mache, bringt etwas. Und ich will doch nur, dass es dieser Person gut geht. Und vor allem jetzt, wenn man noch einen Schritt weitergehen würde und sagen würde, in einer Beziehung zum Beispiel, ist es ja auch mega schwierig für Leute. Und ich will euch einfach allgemein sagen, vor allem wenn ihr vielleicht jünger sind, weil ich habe das früher gar nicht gecheckt und ich habe ganz viele so Menschen in meinem Umfeld gehabt und auch einen besten Kollegen, wo, Achtung, Trigger Warning, wo es dann einfach nicht mehr funktioniert hat und er ist dann auch gestorben. Wo ich dann auch, also jetzt amigs noch, denke ich mir noch, alter Fuck, was hätte ich machen können? Irgendetwas hätte es doch gegeben. Er war ja so jung und er hat noch so viel vor sich gehabt. Aber irgendetwas habe ich doch übersehen. Irgendetwas hätte ich machen können, dass es ihm besser gegangen wäre. Und das stimmt einfach nicht. Weil also hoffen wir, es kommt nicht zu dem Punkt. Und das ist ja eben genau das, von dem man Angst hat, oder? Dass man dass dieser Person einfach nie besser gehen wird und man dann irgendwie das Gefühl, man hat versagt. Aber das ist einfach nicht so. Es gibt leider diese Situation, wo es Menschen so scheiße gehen muss. Und das hat nichts mit dir zu tun. Und es gibt ja ganz viele professionelle Menschen, die probieren, alles zu geben und alles zu machen, wo man weiss, was etwas bringt. Medikamente, bla bla bla, alles. Und die Leute sind viel besser ausgerüstet, um deiner Kollegin helfen als du. Und alles, was du machen kannst, ist zeigen, dass du sie gerne hast und dass du immer da sein wirst. Aber wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie toxisch wird und das gibt es halt und irgendwann Nein sagen können, wenn es so weit kommen würde. Oder dass man sich irgendwie gezwungen fühlt, etwas zu machen oder zu bleiben. Oder ja, ohne mich geht es ja gar nicht. Das ist ein mega schwieriges Thema. Aber einfach sei für sie da. Vielleicht so kleine Aufmerksamkeiten von wegen, keine Ahnung, sie hat gerne Knoppers, dann bringst du ab und zu mal ein Knoppers vorbei oder schreibst ein Briefli oder fragst mal, hey, wenn wir das und das machen, oder soll ich dir helfen? Du weißt ja viel besser als ich, was vielleicht ihre Struggles sind oder so. Zum Beispiel, wenn es ihr wirklich so scheiße geht, dass sie gar nicht aus dem Bett kommt oder so, dann kannst, wenn sie dir wirklich vertraut und so und ihr auf dieser Basis sind, kannst du ja zum Beispiel auch mal fragen, hey, soll ich mal kommen, dir helfen, dein Zimmer aufräumen oder so, weil das sind ja ganz Basic Tasks, die man einfach irgendwie nicht mehr anbekommt, wenn man in einer Depression ist. Und je nachdem lassen die Leute die rein oder überhaupt nicht. Und wenn die jemand nicht reinlässt, dann kannst du auch nichts machen. Also ich habe das auch schon oft ich komme halt einfach immer an Menschen an, die Hilfe von mir brauchen, weil ich auch sehr gerne probiere zu helfen. Und dann bin ich aber auch schon oft an die Situation angekommen, wo ich gemerkt habe, die Person will gar nicht meine Hilfe. Und die Person will jetzt einfach gerade traurig sein quasi. Also ich weiss, man entscheidet sich nicht dafür, aber so, es ist einfach so, nein, du hilfst mir nicht. Und wahrscheinlich kommt das von einem, ich habe es nicht verdient, dass du mir hilfst, bitte lass mich in Ruhe, ich will nicht, dass du mich so siehst. Kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich irgendwann auch sagen, okay, gut, aber ich habe es probiert und ich habe probiert jetzt zu zeigen, dass ich dich gerne habe und dass ich für dich da bin, aber amigs ist man so tief drin als Person, dass man das gar nicht annehmen kann, weil die Leute
einfach davon überzeugt sind, dass sie das gar nicht verdient haben, was ja mega traurig ist. Aber du kannst sie nicht davon überzeugen. Das ist einfach so. Also, sofern es dir möglich ist, zeig die kleinen Sachen. Sei da auch für die unangenehmen Sachen vielleicht irgendwie helfen, Haar waschen, so Sachen. Und wenn es halt gar nicht geht, wenn es jetzt eben wirklich toxisch werden würde, also, dann pass einfach in erster Linie auf dich selber auf, weil es bringt uns auch nichts, wenn in der Welt nachher doppelt so viele deprimierte Menschen sind, weil es einem irgendwie selber auch in das reinzieht. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ich habe noch nie über das geredet im Internet und ich hoffe, ich das irgendwie anständig überbringen. Ich habe so viel Liebe für Menschen, die am Struggle sind. Und ich meine es auch gar nicht böse oder immer so, ja, die entscheidet sich dafür, traurig zu sein. Ich weiss, man kann nichts dafür. Und das ist eben das Schwierige zum Akzeptieren. So, die Personen können so nichts selber dafür, aber sind gefangen in dem. Und man würde ja selber von außen gerne alles machen und alles geben, um das zu retten, aber wir sind keine Professionelle, wir haben alle unsere eigenen Probleme und irgendwann ist es einfach zu viel. Für dich als Person. Auf lange Zeit, wenn du nicht kaputt gehen willst. Leider. Trauriges Thema. Ich finde es auch, ich bin richtig stolz eigentlich, dass ich jetzt geschafft habe, über das zu reden, ohne anzufangen zu heulen, weil ich finde es echt ein schwieriges Thema. Okay, die nächste Person, zum Thema wechseln. Beim Arbeiten, beim 3. Jahr als Lehrjahr als VG, kommt einfach eine Mitarbeiterin zu mir und schießt mich zusammen für etwas, wo ich wirklich absolut gar nichts damit zu tun hatte. Und habe ihr dann probiert zu erklären, dass ich nichts damit zu tun hatte und so, aber sie hat mir nicht glauben und das macht mich einfach ab, weil ich weiss, was die Wahrheit ist und sie es mir einfach nicht glauben will. Also, ich kann so relaten mit dieser Situation. Alter, weil ich bin immer die zusammengeschissen wird für irgendetwas, wo ich fucking nichts dafür kann oder ich nicht gemacht habe oder irgendjemand anders hat es gemacht und ich bin dann einfach random so auftaucht in genau dieser Situation und plötzlich bin ich es. Leute, das ist das Frustrierendste auf der ganzen Welt und ich bin so selber mit dem am strugglen. Zum Beispiel jetzt auch wieder so Reitverein, technisch. Ich bin die letzten 3 Mal, wo ich dort war, in der Halle, zusammengeschissen worden. Also so zusammengeschissen, einfach so angefaucht von der Seite. Und ich so, Bro, du kennst mich nicht. Wir haben nichts miteinander zu tun. Von wo nimmst du dir das Recht, so mit mir zu reden? Was habe ich dir gemacht? Was tue ich ausstrahlen, dass alle Leute das Gefühl haben, sie können mich zusammenschissen und ich muss einfach so, okay. Und was mache ich dann? Ich habe noch nicht zurückgeredet und irgendwann wird einfach die 4. Person, die mich zusammenschießt, oder die 5. oder die 6. sowas von bombardiert werden, weil ich es auch nicht mehr zurückheben kann. Aber mach es nicht so wie ich. Mach es nicht so wie ich, weil es darf dich nicht so stressen und beeinflussen, weil am Schluss des Tages hat es nichts mit dir zu tun. Es hat nichts, wenn du literally selber sagst und weißt, du hast nichts damit zu tun, du hast nichts falsch gemacht, die Person ist delusional und sucht einfach irgendein Problem, das es keins gibt, oder auf jeden Fall nicht dein Problem, dann lass die Person das machen. Lass die Person das machen, weil es ist sehr wahrscheinlich eine sehr traurige Person oder eine sehr verbitterte Person und du kannst nichts machen. Du kannst nichts mehr ändern. Es ist genau ein bisschen wie die Situation vorher. Du kannst einfach nichts machen. Irgendwann, aber irgendein Punkt. Die Leute, das ist denen scheißegal, was du erklärst. Wie 100-mal du sagst, nein, aber das habe ich gar nicht gemacht. Oder nein, schau, ich bin dort und dort. Wenn du das fucking Alibi hast, die Leute juckt es nicht. Du bist der Täter, weil sie jemanden suchen. Und wer sucht, der findet. Und je mehr man sich über das aufregt und je mehr man sich Gedanken darüber macht, ich habe auch auf Insta darüber geredet letzte, dass ich mir immer so den Kopf zerbricht nachher und so Stunden, Tage lang so überlege, fuck, Alter, aber habe ich etwas gemacht und wieso ist die denn so hässlich geworden und was mache ich denn nächstes Mal und nein, jetzt muss ich der nochmal begegnen und habt ihr das Gefühl, die Leute überlegen sich 1 Sekunde irgendetwas über uns? Nein, die lassen den Scheiß raus und gehen heim und schauen irgendeine vergrässlichste Serie daheim und fressen ihre Popcorn und denken keine Sekunde an uns. Und wir müssen uns das Leben vermiesen durch das. Also, ich würde auch sagen, wenn es zu oft passiert, obviously, so arbeitsplatzmäßig kann man das wahrscheinlich melden und so, aber jetzt auch außerhalb von dem, wenn es jetzt einfach so irgendwo, keine Ahnung, Alter, bei mir sind sogar die Frauen im Coop amix, die mich fett anfickt, so passiv-aggressiv, obwohl ich wirklich nur so ein Cola kaufen will und ich weiss nicht, was ich mache, aber ich probiere einfach so, das hat nicht mehr zu tun, so das von mir abdingsen, so, okay, das ist jetzt einfach komisch gewesen, next. Und nicht irgendwie zurückgeben oder
eine Taktik überlegen, also es bringt einfach nichts. Ich probiere sogar einfach nett zu sein. Oder wisst ihr, was fucking gut funktioniert? Nochmal fragen, hä, wie bitte? So, du hast es akustisch nicht verstanden und die Person muss nochmal wiederholen, wie asozial sie zu dir war, vor allen Menschen. Weil bei mir ist das jetzt zum Beispiel gestern sind wir auf dem Aussenplatz am Reiten und dann ist eine reingekommen und wir sind dann gerade rausgegangen. Und wo wir rausgegangen sind, schreit die gerade reingekommen ist, mich so an, «Ja, die Offela!» Und ich dachte, ich verreck. Ich dachte, ich spinne, Alter, was? Wie, kannst nicht, jeder andere Mensch, wenn man etwas von mir will, sagt, «Oh, kannst du bitte noch offen lassen? Es kommt gerade noch die nächste.» Nein. Offela! Bro, die Rossleute sind einfach gestört im Kopf, Alter. Nachher frage ich extra, «Wie?» Und dann schaut sie mich so 5 Sekunden so an, so, «Bro, was, wie?» Und nachher, «Offela, Türe, offela!» Alter, dann sie doch nochmal genau gleich gesagt. Und ich war so kurz davor zu sagen, nächstes Mal könntest du vielleicht auch «Bitte» und «Danke» sagen und dann mache ich es vielleicht. Ich habe sie einfach zurück angestarrt und einfach offen gelassen. Und nachher drehe ich mich um. Das ist so ein schlechter... Ich hätte einfach so. Das war voll Queen-Moment gewesen. Einfach so nichts sagen und offen lassen und weglaufen und nicht «Tschüss» sagen. So der, oder? Oder sogar so «Tschüss, schönen Tag noch». Das wäre Queen-Shit gewesen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Hure laut geschrauen, sie nachgefft. Und dann habe ich erst gecheckt, dass ihre Tochter mir entgegenlaufen ist und die hat definitiv gecheckt, was abgeht. Und dann habe ich einfach so da, als hätte ich mit dem Ross geredet. «Oh, ja, geil, Madonna, ja.» Und ich habe so weitergemacht. Also ich habe mich so in Grund und Boden geschämt. So. Bro, was bin ich für ein scheiß kleines Kind? Aber sie haben mich so aggressiv gemacht. Und macht das nicht. Seid nicht so wie ich. Alter, lernt euch nicht. Tun einfach so, als wäret ihr irgendein scheiß Gott, Alter. So, you can't touch me. Du kannst mich nicht beeinflussen. Weil alles, was ich mache, ist auch falsch. Weil ich bin mich immer noch darüber aufregen. Ich bin mich auch noch darüber aufregen, was vor 2 Wochen passiert ist. Genau am gleichen Ort. Weil die Leute einfach... Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Weihnachtszeit. He? Alle Leute sind irgendwie Arschlöcher. Habe ich herausgefunden. Haben mir mehrere Leute erzählt. Ich weiß nicht, was es ist, aber es regt mich auf jeden Fall sehr auf. Und ihr merkt, ich bin so vom Thema abgeschweift. Ich weiß auch nicht, was man macht, Alter, wenn Leute einem die ganze grundlos anficken. Weil ich fühle mich sehr betroffen von dieser Situation. Du tust mir leid. Ich tue mir selber leid. Und ich muss euch das gar nicht sagen, weil ihr fucking mal hört und wahrscheinlich geile Sachen sind. Aber könnt ihr aufhören, einfach asozial zu random Leuten zu sein. Wenn ihr unglücklich seid, bitte lasst es an den Leuten aus, die euch unglücklich machen. Und nicht an irgendwelchen kleinen Mädchen, die einfach Freude haben am Leben. Danke. Next. Gott regt mich das auf. Ein paar Frauen, die ich auch kenne, flirten immer mit meinem Freund. Also Freund anflirten. Was im Großen und Ganzen kein Ding ist, weil ich meinem Freund vertraue. Aber es nervt mich einfach menschlich. Dann gibt es noch ein paar, die es ganz witzig finden, Fake-Accounts zu machen und mir mit dem zu schreiben, dass sie etwas mit meinem Freund hatten oder sonst so Zeug. Oh mein Gott. Ich weiss, dass mein Freund mir zu 100% treu ist, weil wir seit 3,5 Jahren zusammen wohnen und quasi alles zusammen machen. Wie gesagt, weiss der alles gar... Was? Wie gesagt, weiss der alle gar nicht, wie mit dem umgehen, weil ich... Fuck, Alter, Leute, ihr schreibt... Ich kann es nicht lesen. Wie gesagt, weiss der alles gar nicht, wie mit dem umgehen, weil ich denen eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken will, aber trotzdem will ich denen zeigen, wie scheiße sie sind. Okay, also, ich habe auch schon mal so eine Situation gehabt, so low-key, wo ich das Gefühl hatte, die Leute probieren gerade irgendwie mich so mal schauen, was wir bei denen immer ausrichten können und wie hässlich sie werden, was wir können ausrichten können, weil obviously können wir ihren Freund nicht haben, also müssen wir einfach das Nächste probieren. Und ich bin dann zu meiner Mutter und habe so gesagt, what the fuck, was ist das und wieso würden die Leute das machen? Was habe ich denen gemacht? Ich bin nichts ausser lieb gewesen und habe denen mein scheiß Zeug ausgelehnt und «Da, ja, willst du das noch? Ja, nimm das. Ah ja, sicher habe ich das dabei. Ja, ja, kannst du das noch auslehnen und das noch haben.» Und sie tun in return einfach fucking ganz klar quasi meinen Freund anmachen, oder? Und meine Mama war auch so, «Ja, die sind eigentlich eifersüchtig und du machst genau gar nichts. Du bist weiterhin nett. Und nächstes Mal, wenn sie das machen, dann packst du ihn an der Hand und läufst weg oder gibst ihm einen Kuss oder so, dass du einfach dein quasi Territorium markierst.» Und ich auch so, «Oh, Madre, du bist eine Queen.» Ich sage meiner Mutter immer Mater oder Madre übrigens, einfach so, um sie anzusprechen. Bro,
wirklich, mach das mal. Wenn du die irgendwo siehst, Alter, dann du stell dir vor, du wärst so in einem Film und du bist einfach so als würdest du es nicht checken. So, es juckt dich so wenig, dass du nicht mal wahrnimmst, dass sie probieren, mit deinem Freund zu flirten oder ihn anzuschreiben oder mit ihren Fake-Accounts und so, Bro. Du sie nicht einmal blockieren. Mach nichts. Reagier nicht drauf. Das ist das, was die Leute am meisten weh macht, ignoriert zu werden, wenn sie sich so viel Mühe geben, Aufmerksamkeit von dir zu bekommen. Und das ist ein riesiges Kompliment an dich. Das sind Fans von dir. Das sind fucking Fans von dir. Und du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen, außer hoffentlich, dass dein Freund keinen Scheiß macht, weil das ist dann einfach, dann blamiert er euch einfach beide, Alter. Aber sag ihm auch so, er soll einfach nicht engagieren mit dem, weil das ist dann halt scheiße, wenn du so irgendwie ein Opfer von diesen ihren Attacken bist und er geht dann noch mit denen fett Party machen und was weiß ich was und gibt ihnen ein Gefühl, so quasi. Weißt du, wir haben einfach beide so, es muss so das untouchable Gefühl, so, Bro, die können gar nichts, was willst du? Ja, komm du nur, komm. Willst du auch noch Händchen haben mit mir, wenn du mich so cool findest? Und wenn es dir irgendwann zu viel wird, kannst du wirklich, also in Real Life halt, mal wirklich so etwas sagen. So, hey, im Fall, wenn du willst, wir zwei können auch abmachen, wenn du so obsessed mit mir bist. Wir können gerne etwas machen. So etwas, was so schlimm peinlich ist für dich, dass sie nie mehr mit dir reden werden. Aber ich würde einfach in erster Linie einfach legit, wie du sagst, halt dem keine Aufmerksamkeit schenken. Das ist mega dumm und ich verstehe nicht, wieso man das macht. Und irgendwann wäre es dann eh nicht mehr lustig für sie. So, wenn keine Reaktion kommt und dein Freund nicht darauf eingeht und sie irgendwie nichts erzielt, dann suchen die sich irgendwelche anderen Leute zum Stören. Weil das sind nichts außer Parasiten, so Menschen, Alter. Hure unnötig. Mein Beileid. Gut. Wie übersteht man die Festtage, wenn man eine Familie hat, mit der man gar nicht zurechtkommt und schlechte Erinnerungen daran hat? Ich würde sagen, mach dir deine eigenen neuen Traditionen. Das ist etwas, was ich oft schon gelesen habe und gehört habe und wo ich selber am Überlegen bin, was ich da machen könnte. Es ist voll, also weißt, es ist scheiße, aber es ist gleichzeitig auch okay. Man fühlt sich immer so allein, also ich habe das auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe, nur mir geht es so. Und alle anderen haben die geilsten Festtage auf der Welt und eine ganz normale Familie und die posten Bilder und die haben bla bla bla. Das für mich fast schon komisch ist zum sehen. Ich bin so, was du postest, ein Bild mit deinem Vater und deinem Onkel und deiner Großmutter. Willst du mir sagen, ihr hasst euch nicht? Weißt, für mich ist das so, also nicht, dass ich die Leute hasse, aber so, das war jetzt auch ein überspitztes Beispiel gewesen, oder? Mit random Leuten. Ich habe meine Großmutter gerne und meinen Onkel und was auch immer. Aber so, das ist für mich so abnormal, die Situation, dass ich mir so denke, das kann doch nicht sein. Und wieso haben alle das? Aber es haben nicht alle und ich wünsche mir, das hätten alle. Also lieber hätten es alle aufs Reihe als jeder und ich. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist halt einfach doof und du kannst nichts machen. Es ist nicht als, ich meine, es ist ja wie so, wenn wir vielleicht mal mit jemandem darüber reden und die Person ist dann so, du kannst auch mit uns Weihnachten feiern, wenn du willst. Ja, aber ich will nicht mit irgendeiner Familie Weihnachten feiern. Ich hätte gerne meine eigene Familie, die funktioniert, dass wir das machen können. Aber so ist es halt einfach leider nicht. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich mit der Zeit einfacher, aber es wird nie einfach sein. Und das ist einfach so, ich glaube, eine von den Sachen, die man einfach akzeptieren lernen muss, was mega scheiß Advice ist, oder? Aber keine Ahnung, vielleicht hilft es gleich, wenn ich auch davon erzähle, dass es mich auch mega belastet und ich probiere immer so in Weihnachtsstimmung zu kommen und bla bla bla. Aber es funktioniert einfach nicht ganz. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man dann nicht einfach alles aufgibt. Zum Beispiel, ich bin dann mega oft so, ja, wir brauchen doch gar keinen Weihnachtsbaum, das bringt ja eh nichts und so. Aber eigentlich wäre es ja mega cool, wenn man das trotzdem macht. Wenn man, keine Ahnung, zu zweit oder mit halt den Leuten, die man gerade hat, wenn man einfach trotzdem die Sachen macht und sich es nicht kaputt machen lässt. Weil an sich ist es ja etwas mega Schönes, einen Weihnachtsbaum schmücken und Geschenke machen und, keine Ahnung, Gutzli backen und so. Und es muss nicht weniger schön sein, nur weil du es nicht mit deiner ganzen Familie machen kannst, eigentlich. Und ja, ich glaube, das Einzige, was etwas bringt, ist so der Fokus aufs Gute. Also, du hast noch ein paar Leute, oder auch mit deinen Kolleginnen oder mit deinem Freund, keine Ahnung, wer du hast, oder? Aber irgendeine Tradition steht, ja, wir machen jeden Sonntag machen wir ein Gutzli, oder wir schauen einen Weihnachtsfilm, oder wir tun, keine Ahnung, irgendwelche Lieder singen oder so. Einfach, dass es sich so einpendelt und man seine eigenen Sachen findet, die einem glücklich machen, unabhängig davon, ob man das kann mit seiner ganzen Familie umsetzen oder nicht. Leider. Leider. Aber schreibt mir mal, falls ihr so Traditionen habt, weil ich bin noch ein bisschen lost und ich weiß nicht ganz, wie man das macht, weil langsam habe ich das Gefühl, ich werde so erwachsen, dass ich das anfangen muss, so meine Traditionen machen. Ja, Leute, on that note, ich glaube, das sind erstmal genug
Themen gewesen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Es ist schon eine relativ lange Folge. Es wird natürlich immer wieder so Folgen geben und wenn ihr verpasst habt, eure Situationen oder Fragen reinzuschreiben, dann ist ab jetzt eigentlich immer der Link zu, es ist so ein Google-Formular, wo man einfach ausfüllen kann. Es ist auf Insta verlinkt, es ist auf Spotify verlinkt, es sollte eigentlich immer in der Beschreibung vom Podcast oder auch auf YouTube verlinkt sein. Also dort könnt ihr einfach immer etwas hinschreiben. Es hat auch noch ein Feld zum Aussuchen, was für Gäste man sich wünschen würde bei «Hör mal». Und ich sage es euch, nächste Woche kommt eine Gastfolge wieder mit jemandem aus der Influencer-Szene. Ihr könnt gerne mal raten, wer es ist. Ich glaube, ihr werdet es nicht raten, obwohl ganz viele Leute haben sich die Person gewünscht. Also keine Ahnung, Alter. Ich probiere mein Bestes. Pray for me. Ich bin schon nervös, dass ich es scheiße machen werde und scheiß Fragen raussuchen und nichts zu sagen habe. Aber mal schauen. Hey. Lasst euch nicht zusammenschiessen von random Leuten. Genießt eure Zeit. Schaut irgendeinen Film. Hört irgendwelche Podcasts. Bewertet «Hör mal» mit 5 Sternen. Trinkt irgendeinen Tee, einen Red Bull, irgendetwas, was euch Freude macht, Alter. Und wir sehen uns nächste Woche. Und ich hoffe, meine Tipps waren gut gewesen. Tschüss zusammen!